Willkommen in der Schweiz. Hallo zusammen, schön sind ihr wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr habt gerade nicht zu fest Hunger, weil ich nehme euch mit auf eine kulinarische Reise durch die Schweiz. Das heutige Thema ist also Essen. Und ich danke am Patron Jannik ganz herzlich für die gute Idee. Und genau, darum machen wir das heute gerade. Ich will euch heute die wichtigsten und bekanntesten Schweizer Gerichte vorstellen, die ihr unbedingt kennen müsst, wenn ihr in die Schweiz kommt. Und wo ihr bei Gelegenheit auch probieren solltet. Aber weil die Schweiz ja sehr unterschiedlich sein kann, je nach Region, will ich dann nachher noch auf ein paar eher regionale Spezialitäten eingehen. Aber zuerst rede ich ganz allgemein davon, was man in fast allen Regionen der Schweiz so findet. Ja, wenn man an die Schweiz denkt, man denkt als erstes gerade mal an Käse und Schoki. Und das stimmt sicher zu einem grossen Grad. Also sehr viele von unseren typischen Gerichten haben viel mit Käse zu tun. Was ich aber auch noch recht oft finden lässt, sind Herdöpfel. Ich würde sagen, Herdöpfel gehört auch sicher zu den Grundnahrungsmitteln und auch Brot. Es gibt viele verschiedene Arten von Brot und zu einigen von unseren typischen Gerichten gehört Brot auch dazu. Ja, als erstes, wenn man an den Schweizer Käse denkt, kommt man vielleicht auf Fondue. Und das ist sicher eines der bekanntesten Schweizer Gerichte und auch etwas sehr Beliebtes. Also was braucht man für Fondue? Es ist eigentlich ganz einfach. Man braucht Käse, und zwar viel davon. Und was viele vielleicht nicht wissen, also gerade Ausländer, dass Fondue einfach eine Mischung ist aus verschiedenen Käse. Also für ein Fondue nimmt man nicht einfach eine Sorte von Käse, sondern man nimmt viele verschiedene Sorten. Zum Beispiel kann es ein bisschen Gruyère drin haben, ein bisschen Emmentaler und ja, andere regionale Käse. Und dann gibt es so traditionelle Fondue-Mischungen. Eine davon ist Moitié-Moitié, heisst das. Es kommt also aus der französischen Schweiz, wie eigentlich Fondue an sich, denke ich. Und ja, einige so Spezialitätenläden haben dann auch ihre sogenannte Hausmischung. Also wenn ihr ja, irgend so einen kleinen Laden findet, wo so Delikatessen verkauft, schaut, ob sie so eine Fondue-Hausmischung haben, weil die sind meistens nämlich sehr gut. Ja, also ich persönlich, ich habe lieber die Hausmischungen aus so Spezialitätenläden als Fertigfondues aus den Supermärkten. Aber auch die sind eigentlich ganz okay. Ja, und nicht nur der Käse ist wichtig für ein Fondue. Man muss es ja irgendwo auch zubereiten. Und dafür braucht man ein sogenanntes Gaclon. Das ist eigentlich wie ein grosser Topf, aber aus Keramik. Und den tut man dann auf einem normalen Kochherd vorbereiten. Also man tut das Gaclon warm machen. Und dann tut man die Innenseite von dem Gaclon mit ein bisschen Knoblauch ausreiben. Ich weiss nicht, ob das alle immer so machen, aber das ist etwas, was ich von meinem Vater gelernt habe. Vielleicht ist das auch ein Zentralschweizer Ding. Aber ja, ich würde euch empfehlen, das zu machen. Ja, und dann tut man die Käsemischung ins Gaclon
Dann kann man noch ein bisschen Weisswein rein tun. Und einige tun dann auch noch ein bisschen Maisstärke oder Maizena, wie es auch heisst, drin. Und ja, man lässt den Käse schmelzen, tut es noch ein bisschen würzen, nach Belieben. Und dann, wenn der Käse geschmolzen ist, dann bringt man das zum Tisch. Und man stellt das Gaglo auf ein sogenanntes Röscho. Das ist so eine ganz kleine Flamme, oder besser gesagt das Metallgestell, wo man dann innen dran die Flamme anzündet, sodass man das Fondue mit dem ganzen Gaglo auf dem Tisch haben und ja, es ständig warm bleibt. Und dann haben alle ihre ganz langen Gabeln und essen das Fondue mit ein bisschen Brot. Und dort ist es wichtig, das Brot sollte ein Weissbrot sein und etwa 1 Tag alt. Also ganz frisches Brot ist dann wie ein bisschen zu weich dafür. Darum haben viele gerne ein Brot, das schon ein bisschen älter ist, weil es vom Käse sowieso noch aufgeweicht wird. Und was einige auch gerne haben, ist ein Schnaps dazu, wo Kirsch heisst. Ich habe letztens erfahren, dass das vielleicht auch wieder eher ein Zentralschweizer Ding ist und dass das zum Beispiel in Zürich ein bisschen weniger verbreitet ist. Aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Ich habe das nur so gehört aus meinem Umkreis. Aber ich weiß zumindest, dass man in Nidwalden sehr gerne einen Kirsch dazu hat. Und zwar leert man ein bisschen von dem Kirsch in ein kleines Glas, wie so ein Schottglas. Und dann tunkt man sein Stück Brot dort rein, bevor man es dann ins Fondue tunkt, also bevor es in den Käse geht. Genau, und so isst man sein Fondue. Und man muss unbedingt darauf achten, dass man es gut umrührt, damit es am Boden nicht anklebt. Ja, sonst wird es nachher verbrannt und man kann es weniger gut essen. Genau, das ist das Fondue. Und ein anderes Gericht mit Käse wäre das Raclette. Auch das kennen sehr, sehr viele. Das ist auch geschmolzener Käse, aber statt auf Brot isst man das auf Herdöpfel. Da kommen dann die Herdöpfel ins Spiel, die ich erwähnt habe. Und Raclette ist etwas, wo ich auch ein bisschen als Schweizer Streetfood bezeichnen würde. Weil das findet man auch viel an so Märkten und Kilbis und all die Veranstaltungen, die verrissen sind. Also man findet dann viel so Raclette-Stände, wo sie ihre ganz grossen Maschinen haben, wo sie den Raclette-Käse erwärmen und dann die oberste Schicht abkratzen, so auf die Herdöpfel leeren. Ja, vielleicht habt ihr so etwas auch schon mal gesehen. Aber wenn man die Raclette macht, hat man nicht so grosse Stücke Käse und auch nicht so eine grosse Schmelzmaschine, sondern man hat einen kleinen Tischgrill. Also das ist auch ein kleines Gerät, das man auf dem Tisch hat. Und jeder, der an dem Raclette mit isst, hat sein eigenes kleines, wie eine Art Schäufeli. Und dort kann man den Raclette reinlegen, den Käse, das Stück Käse reinlegen und es dann unter dem Tischgrill erwärmen. Es ist wie ein kleiner Ofen eigentlich. Und genau, dort drin tut man den Raclette-Käse dann schmelzen. Und wenn das geschmolzen ist, dann kommt das über die Herdöpfel drüber. Ja, und viele Leute essen dann gerne Essiggurken dazu oder Silberzwiebeln. Ich persönlich habe die nicht so gern. Ich habe
alles nicht so gern, wo in Essig eingelegt ist. Darum, wenn ich die Raclette mache, was wir machen, ist, wir grillieren auf dem kleinen Tischgrill obendran verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Speck oder kleine Würstchen, die heissen Chipolata, oder auch Pilzli und all das. Das macht auch ganz Spass, weil also die Raclette-Öfen sind wirklich ein kleiner Grill eigentlich, aber gleichzeitig auch ein Ofen, um alles zu erwärmen. Und das macht ganz viel Spass. Man kocht eigentlich sein Essen direkt auf dem Tisch. Und was noch vielleicht wichtig ist beim Raclette, anders als das Fondue, ist Raclette keine Käsemischung, sondern es ist nur eine Art von Käse, eine ganz bestimmte Art. Also Raclette ist wirklich seine eigene Art von Käse. Ich glaube, es kommt aus dem Wallis. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, ich weiß, dass man nur das nimmt für das Raclette-Gericht. Also kommt nicht auf die Idee, ein Raclette machen mit Gruyère oder Emmentaler Käse oder irgend sowas. Das funktioniert nicht. Gut, dann ein anderes Gericht, wo ich kurz darüber reden wollte, heisst Älpler Magrone. Auch da hat es Käse drin, natürlich, aber auch Herdöpfel. Also von dem her ein sehr typisches Gericht. Ja, was sind Älpler Magrone? Eigentlich Grundzutat ist da eine Art Pasta, also Teigwaren, wo halt Magrone heissen. Also die sind eher dünn und länglich, aber sind innen dran ausgehöhlt. Also wie so ein kleines Röhrchen. Die haben ihr vielleicht auch schon im Supermarkt gesehen. Genau, und die tut man kochen und dann gibt man die in eine Form mit neben Käse, ein bisschen Rahm und Herdöpfel. Und genau, das tut man dann backen im Ofen. Und ja, wichtig ist, dass es da genug Käse hat, damit es auch richtig schön überbacken wird. Ich habe aber erfahren, dass es noch andere Arten gibt, zum Älpler Magrone machen. Und zwar im Kanton Obwalden macht man das nicht im Ofen, sondern in einer Pfanne auf dem Herd. Und man lässt die Magrone, die Teigwaren, lässt man gerade im Rahm und in dem Käse und alles drin kochen. Also man überbackt das eigentlich nicht. Aber ja, ich persönlich bin es mir gewöhnt, das in eine Form zu geben und in den Ofen. Genau, und zu diesen Älpler Magrone isst man dann sehr oft Äpfelmus. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass in der Schweiz Äpfel sehr beliebt sind. Es ist sehr wichtig. Wir haben nämlich viele Äpfel in der Schweiz. Gerade der Kanton Thurgau ist sehr bekannt für seine Äpfel. Und darum ist Äpfelmus auch ein sehr beliebtes Gericht und wird sehr oft auch mit anderen Gerichten zusammen gegessen. So bei den Älpler Magrone. Also wenn man die Älpler Magrone auf dem Teller hat, man gibt das Äpfelmus gerade auf den gleichen Teller neben die überbackenen Magrone. Und zu den Älpler Magrone isst man dann meistens noch so Röstzwiebeln, also so angebratene Zwiebeln. Ja, auch das kann ich euch sehr empfehlen, zum mal ausprobieren. Dann ein nächstes, wo mit Herdöpfel hergestellt wird, ist der altbekannte Rösti. Rösti ist eigentlich einfach geraffelte Herdöpfel und angebraten. Und zwar wird er so angebraten, dass er dann wie so ein kleiner Pfannkuchen wird. Also die Herdöpfel sollten so zusammenkleben und
und auf der Pfanne so erhitzt werden, dass es wie einen kleinen Kuchen bildet. Genau. Und mit dem Rösti isst man sehr oft zum Beispiel Bratwurst dazu. Also Bratwurst und Rösti ist ein sehr bekanntes Gericht, findet man vor allem auch in Skihütten. Also wenn ihr geht Skifahren und dort zu Mittag essen in einer Hütte, werdet ihr sehr wahrscheinlich Bratwurst und Rösti finden auf der Menükarte. Und zu dieser Bratwurst isst man dann sehr oft eine Zwiebelsauce. Also Bratwurst und Zwiebelsauce ist sehr beliebt und das meistens mit Rösti. Man kann Bratwurst auch mit Pommes frites essen. Findet man auch oft, gerade in Skihütten. Genau, und jetzt will ich noch ganz kurz über eines von meinen persönlichen Lieblingsgerichten reden und das ist Hörnli mit Kakets. Ja, ein Hörnli ist auch eine Art Teigware, also Pasta. Und sind aber so kleine geschwungene Teigwaren, wie so ein kleines, bogeniges Röhrli. Und das isst man ganz einfach mit Hackfleisch. Ja, und nicht viel anders. Also die ganze Soße besteht eigentlich nur aus Hackfleisch, vielleicht noch ein bisschen Zwiebeln und Gewürz, genau. Und das tut man auf die Hörnli drauf. Und wenn man will, kann man ein bisschen Käse drüber streuen, zum Beispiel einen Parmesan-Käse. Und natürlich, man isst Äpfelmus dazu. Also Hörnli und Kakets geht eigentlich nicht ohne Äpfelmus. Ja, und ich denke immer wieder, das Gericht, das Hörnli mit Kakets, das muss ein bisschen komisch aussehen für Aussenstehende, weil normalerweise isst man Pasta ja mit irgendeiner Art von Soße. Aber ja, wir machen das wirklich nur mit Hackfleisch. Aber probiert das, es ist sehr einfach zu machen und sehr, sehr fein. Ja, das Essen bis jetzt ist alles nicht ganz so gesund gewesen. Es ist eigentlich bei dieser Art von Ernährung erstaunlich, dass nicht mehr Schweizer übergewichtig sind, könnte man sich fragen. Aber es gibt tatsächlich ein paar gesunde Sachen bei uns auf dem Tisch. Und eins davon heisst Bircher Müsli. Das ist erfunden worden von einem Herrn Bircher, der so ein gesundes Zmorgen kreieren tatsächlich. Also was ist ein Bircher Müsli? Ja, es ist eine Art Müsli. Also es hat Haferflocken drin und die werden aufgeweicht in ein bisschen Milch. Und ja, zu diesen aufgeweichten Haferflocken tut man dann Äpfel reinraffeln. Und dann tut man noch verschiedene andere Früchte rein, zum Beispiel Beeren oder Trauben kommen, glaube ich, viel noch rein. Genau, und das wäre es dann eigentlich schon. Auch ziemlich einfach, aber sehr, sehr fein. Also, und auch gesund. Ja, viel gesünder als anders. Und auch da kommen wieder die berühmten Äpfel rein, die ich vorher erwähnt habe. Also sucht euch unbedingt ein Bircher Müsli-Rezept raus und probiert das aus. Ihr werdet das nicht bereuen. Ja, und wenn wir schon beim Zmorgen sind, kann ich den Zopf nicht unerwähnt lassen. Ein Zopf ist ein Brot, das wir haben hier in der Schweiz, was eigentlich auf jeden Sonntagsbrunch-Tisch kommt. Ist für so ziemlich alle Schweizer mit der Kindheit verbunden und ist ein bisschen nostalgisch auf eine Art, aber ist immer beliebt bei allen. Es ist eine sehr
sehr süßes Brot, also sehr, sehr weiss und sehr süß, also wiederum nicht wirklich gesund und hat viel Butter drin, aber ja, ist sehr, sehr fein. Genau, also das sind so die Sachen, wo man ja, in fast allen Regionen von der Schweiz ein bisschen finden kann. Aber natürlich gibt's ja, ganz viel Unterschied je nach Region. Zum Beispiel in Zürich hat man so eine Spezialität, die heißt Zürich geschnetzelt. Das ist eigentlich einfach Kalbsfleisch braten mit einer Pilzrahmsauce. Und das isst man meistens zu Rösti dazu. Oder in Graubünden findet man die Capuns. Das sind wie so gefüllte Weinblätter sind das, glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe persönlich nie Capuns gehabt. Oder wenn man in den Süden von der Schweiz geht, ins Tessin, findet man Polenta. Und natürlich hat jede oder so ziemlich jede Region seine eigene Käsesorte. Das wird etwas sein, wo sich immer ganz viel Unterschied feststellen lässt und wo jede Region behauptet, sie wären die Besten. Vielleicht sagen euch die verschiedenen Käsesorten etwas. Zum einen der Gruyère, das ist einer der bekanntesten Käse. Und dann gibt es den Emmentaler Käse. Also Emmental ist im Kanton Bern. Und das ist der Käse, der so Löcher drin hat. Und das ist das, woran viele Ausländer denken, wenn sie Swiss Cheese hören. Ja, also wenn sie einfach an einen Schweizer Käse denken, denken sie automatisch an den mit den Löchern. Aber tatsächlich ist das der einzige Schweizer Käse, der Löcher hat. Alle anderen Sorten haben keine Löcher. Und ganz ehrlich, es ist nicht einmal, meiner Meinung nach, ist es nicht einmal der beste Käse. Ja. Also Emmentaler nicht mein Lieblingskäse und tatsächlich würden mir da viele zustimmen. Also die Schweizer Käsewelt hat noch so viel anderes zu bieten als der Emmentaler Käse oder der Swiss Cheese. Aber probiert unbedingt den Gruyère mal aus. Dann gibt es auch Sprinz zum Beispiel. Oder ja, ganz regionale Käse solltet ihr unbedingt ausprobieren. Also je nachdem, wo ihr wohnt, geht mal zu einem lokalen kleinen Spezialitätenladen und fragt sie, was für Käse sie aus der Region haben. Weil die werden meistens noch besser sein als die aus den grösseren Supermärkten. Nicht nur bei den Käse gibt es regionale Unterschiede, sondern auch bei den Würsten. Auch viele Schweizer Regionen haben ihre eigene Art von Wurst. Die berühmteste ist wohl die St. Gallner Wurst oder auch die Olma Bratwurst. Olma, das ist grosse, ich glaube, Bauernmesse in St. Gallen. Und sie haben ihre ganz traditionelle Wurst dort. Oder dann gibt es auch die Glarner Kalberwurst, also die Wurst aus dem Kanton Glarus. Oder wenn man in die Westschweiz geht, dann findet man Saucisson, also ja, die französische Art oder die Westschweizer Art von Wurst. Genau, also meine Empfehlung an euch ist, schaut euch die lokalen Spezialitäten an, findet ein kleines Geschäft bei euch in der Nähe und fragt nach einer Fondue-Hausmischung, nach regionalen Käse und vielleicht findet ihr sogar noch eine Wurst aus dieser Region. Ja, so oder so wünsche ich euch ganz viel Spass beim Probieren von all diesen Spezialitäten. Und danke nochmal an meine Patrons Jannik für die Idee und Hannes für deine Unterstützung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.